Die Maiordacht aus dem Buch Schnoke und Spuze vom Max Barak. Im schönen Mai, am Sonntagmorgen, da hockt mal frei von Werktagssorge a Bäuersche von fast 70 Jahren, mit wacklige Bä und schneeweißem Haar, der lustige alte Peter, im Sonnenschein, im Garten und trinkt a Scheppel Wein. Da leit's in die Kirche. Na, leiten nur zu, hat da der alte Peter gedenkt, grad wie er sich noch einmal einer hat Ei geschenkt. Ich bleib doch hocke in guter Ruh. Mehr liegt in mei Mache was iwärts wärsch, deswegen geh ich heute mal net in die Kirch. So denkt halt der Alt und is fast froh, dass er um die Kirch rumkommt, so. Behaglich nimmt er a Schlicksche Wein und brieft die Couleur im Sonnenschein und schnalzt mit der Zunge und secht, is gut, nur geht a bisselchen rasch ins Blut, doch des macht jo nix, da tut ma Gemach und trinkt a Scheppel, mehr noch am Dach. So schlickelt und macht er sei Witzelchen halt und schmunzelt verkniescht für sich hi, der Alt. Da kommt auf einmal von ungefähr sein Nachbar, der Schulz, der Weg daher. Kaum sieht denn der Peter, da tut er winke und sagt zum Nachbar, ei komme mal rein, willst nicht a Gläsel Wein mit mir trinken? Ein Schluck für de Kirsch soll nicht ungesund sein. Der Schulz, der denkt, es ist zwar schon spät, doch es kann doch sein, dass mei Uhr vorgeht, deswegen riskier ich's und gehe mal neu. Die Kerl schlaft mir nicht fort, aber der Wein. So denkt er und ein Augenblick später, da hockt er halt neben'm alten Peter. A Weilchen drauf kommen noch zwei Bekannte, vom Schulz und vom Peter, zwei Ratsverwandte, die wären natürlich jetzt auch zitiert. Dann wird der Schmied und der Krämer verführt, der Drechsler, der Maurer, der Sattler, der Gerber, der Seiler, der Schneider, der Schreiner, der Färber, der Schlosser, der Metzger und dann der Balvierer, der Schuster, der Häfner und auch der Lackierer. All müssen sie reu und endlich hockt da der Apotheker noch, neben'm Doktor. Jetzt geht dann ne Trinke los, nimm ich Kei Red war mehr vom Kirche geh. Der Peter hat, Gott nur allein mag's wissen, wie oft in der Keller laufen müssen. Und gesungen, als habe die Kerl und krakeelt und Spuze gemacht und Schnoges verzählt und sonstige Bosse und Witz gerissen. Das alles miteinander hat lachen müssen. Kurz, es war ein Spektakel riesengroß. Man hat gemeint, der Teufel wär los. Auf einmal kreischt einer, da kommt der Herr Pache. Da fahren sie auf, als wie die Narren. Der End, der schluppt unter den Tisch, der andere versteckelt sich im Gebüsch, ein dritter und vierter verzieht sich ins Haus. Nur einer von allen, der bleibt kalt, als wie ein Fröschel im Wasser. Der Alt, der durchtriebene Peter. Die Gesangbücher raus, so kreischt er. Dann jetzt und vor alle Dinge, es andächtig sei und ein Kirchenlied singen. So secht er und fangt halt an und singt vor. Maria, hilf uns allzumal aus diesem irdischen Jammertal. Die anderen singen's noch im Chor. Der Pfarrer weiß anfangs gar nicht, wie ihm geschieht, wie er die andächtige Gesellschaft da sieht. Ja, sagt er verwundert, ja, was ist dann das? Was sind dann das für faule Späß? Und was soll die Singerei da heißen? Seid ihr da nicht in der Kirche gewesen? Zum Kuckuck, so sagen doch, was er da macht. Herr Pfarrer, wir halten eine Maiordacht, sagt da der Alt Peter und singt wieder vor. Maria, hilf uns allzumal aus diesem irdischen Jammertal. Die anderen singen's noch im Chor. Der Pfarrer aber kehrt nicht zu Selle, wo sich so leicht hinters Licht führen lassen. Er sieht die Gläser und Weibudelle und denkt, halt Peter, ich kenn schon dei Posse und dei Sparranze und Schnoke und Spuze. Du sollst mich aber noch lang nicht uze. Doch weil er kein Kopfhänger is,
a net dabei als in die Stübel schitt, so sechte halt, ei, des freut mich ja recht, dass so wacker minner net se tergreicht, weil die Welt so schlecht und so voll Arglicht, ach und weh, und voller Sünder, wo hi ich jetzt seh. Jammerdal ise unwetze a sei, für euch, wann auf den Ordach zwei de Katzejammer sich stellt ei. Da schmunzelte Peter und secht, auf den, Herr Pacher? Nee, da kriegt mer keiner, denn der is verfälscht und gut, es echte, reine Traubeblut. Des weiche, da bin ich gut davor, des tut nix. Versuchen Sie's nur. So secht und schenkt von dem Ordach zwei Pacher gestriche voll Gläsel ei und hebt's hi. Der schlickt und secht, wahrhaftig, Freund Peter, der is net schlecht. Nee, konträr, wahrhaftig, er is recht gut. Ich glaub fast selber, dass der nix tut. Drum, wann als wieder Ordacht wollen halte, so sagen mer's, ich find mich dann achte zu eu. Doch eins muss ich mir vorbehalten, se darf net während der Kirchezeit sei.